Good morning. Ik heet jeder einen welcome, wat hier vandaag morgens gekomen is. Ik wens jeder einen den rijke zegen van God. En God zijn juist en jeder einen zijn leven. Ik heb etwas klein beetje dat op te geven en we aan denken aan Bulletin vandaag. Morgen als Bruderschaft geplant en zo. Samen van jullie hand Jugend en onze Jugend. En er zijn 4 nomen Symbolen aangegeven, wat de weilig zijn en de Youth Board te serven. So, ik vraag aan jeder einen, dat je dat wordt een gebedsval. Even denken, wem je willen willen voor een Youth Board leader aanstellen voor de nächste 3 jaar. Solomon en Deborah hebben van gedacht over de laatste paar jaar. En die wordt replaced worden morgen op Bruderschaft. En het gaat zijn wellness. En zo waar we gebedsvol dürfen zijn. En besonders je ouderen wat de jugend heeft. Denkt er aan en die noemen zijn hier im Bulletin aangegeven. Doch als ik even denken deed en beten deed wat God wil willen hebben, dat ik hier vandaag van reden deed, kom ik op een lessen van Versuchungen. En ik geloof, wanneer we worden alle kennen zijn, als we Versuchungen in ons leven willen hebben, dan worden we alle ja zijn. En ik geloof niet dat het een onderscheid maakt dat er een nieuwe Christ is, wat er nog maar een paar dagen bekeerd is, of als het een Christ is, wat er al voor jaren en jaren gekämpft heeft, we hebben alle Versuchungen in ons leven. En die Versuchungen die zijn verschieden. Einer die heeft vielleicht eine Versuchung wegen nicht geduldig sein. Und das einmal war eine Versuchung, ungeduldig zu sein. Andere haben vielleicht eine Versuchung, mit unaufrichtig zu sein. Andere haben vielleicht eine Versuchung mit Stehlen. Ich hier diese Weg even in staat dat Menschen, wat sich als Christen talen, die wird gut genug, wat van Noba weg te holen en dan dat niet terug te geven oder terug te tun. En de Noba had moest cameras opstellen, omdat ze in die kerkgebruiken niet worden komen, de wat van am nemen. Dat is niet zoals ik dat je hoort. We hebben verschillende Versuchungen in ons leven. Wo leven we? Zijn we sicherig in ons leven, want die Versuchungen voor ons in ons leven zijn. En zo waar we ons door een beetje naanloten. In 1927, dan hebben we door Charles Lindbergh, die weer de eerste man, een jonge man, die weer 25 jaar oud, wat dat rekenen dat ze met een airplane kon van over de Atlantic Ocean vliegen. So dat is nog niet zoveel jaar terug. Dat is 100 jaar terug weer het eerste mal dat er weer met een airplane over de Atlantic Ocean vliegen deed. En zo schwin is hij in Paris, France, aankomen deed, hij weer voort een grote hero. Er zijn zoveel mensen die willen arm zijn. Dat beschrijvingen geven dat er weer over 100.000 mensen wat naar de airport komen in Paris en willen arm zijn. Zijn wat en hij weer een groot, hoog aangeziende jong wat hij had kon doen. Something wat nog niemand weer had kon doen. Zij weer dit weer een man, een 25-jarige man wat er had. Een lange flight overstaan, weer nebelig was, had geregend en verschillende andere dingen weer door deel gekomen in den flight. En hij weer, wanneer we dat woord willen brokken, hij weer zeker was over de dingen wat de gegenstand wat hij had in deze tijd gehad. Maar de grootste victory, de grootste sieg wat er evers is geworden, dat is wat Jezus voor ons gedaan heeft.
Hij wie de eerste en de einzige wat mo Satan reingons evacuum deed. Ja, dat is goud. Het eerste Mal even am Atlantic Ocean vliegen, dat is goud. Dat is wat veel gebruikt han. Dat is een grote Sieg, wanneer we dat woorden willen gebruiken. Maar de grootste Sieg, wat er is passiert is, wat Jezus mal evacuum deed aan Kreuz, Satan ging Eva. Dat wir nicht bloß Jesus, Satan ging Eva beim Kreuz, aber auch wie weiten, Jesus, der hat Versuchungen in sein Leben, die Zeit, was er hier auf der Erde gehen deed, und jedes Mal er gewandt jeder Versuchung, was Satan sein Weg schmieden deed, Jesus, der gewandt hat jedes Mal. Das sind 3 Dinge, was bewings in der Bibel, wat ik wel ans opmerksam opmerken, wat Jezus halten deed, de Versuchungen te evacuum, siegreich in zijn leven te zijn. Het eerste ding is, Jezus die gelooft in God. Hij gelooft dat God gleicht aan. En hij gelooft, hij had dat vaste vertrouwen dat God zijn weg weer de beste weg voor hem. Wann Satan kam in sein Leben, wat verschmieden deed en wil hem zijn te anzubilden, dat something wat Satan am aanbieden deed, dat wir beter als wat God voor hem had. No, Jezus, die gelooft God. Hij weer als de mens, Jezus, hij weer zich entsloten, dat God wist het beste. Dat God zijn weg weer het beste. Jezus, die hoort niet nur Satan. Hij stond niet in twijfel een lange tijd, als hij zal niet wat doen. Nee, hij weer reingans op God zijn zijde. En het zegt in 1 Johannes, het 5e kapitel, dat dit is de Sieg, wat de wereld evacuum heeft, even ons geloven. Jezus had een perfect geloven in God. De tweede ding weer, Jezus wie een man van gebed. We lezen dat veelmaal, dat Jezus de ging apart en hij bad. Hij ging naar een boy en een boy nan en bad. Hij stond tijdig 's morgens op en hij ging beden. Ja, zijn sommige omstanden wat im Nieuwe Testament beschreven zijn, waar hij de ganze nacht even gebed heeft. Hij bad als hij verzocht wordt. Hij bad als hij en Gethsemane neergaan deed. En hij wist, de nächste 48, 72 Stunden worden een schwierige tijd zijn. Hij bad ernstlich. En hij zegt maar in Matthäus 26, 41, werkt en beet dat je niet in verzoeking vallen. De geest is willig, aber dat vlees is zwak. En zo Jezus, hij zegt, dit is ons, en ik lees Jezus dat geruid, Jezus, die gelooft God. Hij gelooft daadwerkelijk dat God zijn weg weer het beste voor hem. Maar in die tijd even, zo entschloot is hij weer dat God zijn weg weer het beste, zijn vlees dat weer zwak. En hij zegt ons hier, dat als mensen werkt en beet, dat je niet in verzoeking komt. De jun jas, dat is waarlijk. Ons jas, wat de gemeenschap heeft met God, wie willen goch vallen, wie willen goch ons verzinnen, wie willen goch deze verzoekingen lang laten in ons kop rumdrehen en ons hart zijn. Wie willen goch, de jas, de is de jeng, aber dat vlees is zwak. En weil das Fleisch schwach ist, ist es wichtig, dass wir immer waren, nur Gott kommt im Gebet, und ernstlich beten, und Jesus als uns Vorbild nehmen, immer waren zu beten, am Frauen, Gott Frauen, um Kraft, die Versuchungen durchzusetzen. Der dritte Ding, Jesus, der braucht Gott sein Wort. Hij wie schon sehr bekannt mit Gott sein Wort, en hij braucht Gott sein Wort, um diese Versuchungen zu überkommen. Wenn wir unsere Bibeln haben, in Matthäus, das 4. Kapitel, die erste Auffarge, haben der Ausschnitt durch, wo Jesus versucht wird von den Satan.
Matthäus, das 4. Kapitel, der erste Allvers. Dann wird Jesus vom Geist in der Wildnis gebracht, durch von bösen Feind versucht zu werden. Und als er 40 Tage nach gefasst hat, hungert er. Das habe ich verstanden. Ein natürliches Ding. Jesus, der ist hier, das sagt hier, der Geist, der lädt ihm in der Wildnis nennen, und dass wir eine Zeit, wo er versucht wird worden. Und Jesus ist hier in ein Fast und Bet. Das ist, was ich nicht so verstanden habe. Und als er 40 Tage nach gefasst hat, hungert er. Dann kam der Versucher und sagte ihm, wenn du Gott sehen bist, dann gebäu diese Steine dort die Brot worden. So die Versucher, Satan, die kam auf so eine Stelle, wo er weiß, Jesus wird schwach. Krieg in diesem Moment wird frisch gebacktes Brot sich sehr göttlich hören. Dort haben wir uns verstanden, hungrig, 40 Tage uneten gewesen. Du hast vielleicht das nicht, was sich wird göttlicher hören als fernet, frisches Brot. Und dort krieg mit was Satan, der Versucher, ankommt und beit Jesus das an. Er sagt, hey, wenn du wirklich Gott bist, er fragt das dann Challenger. Wenn du wirklich Gott sehen bist, dann hast du die Kraft. Du wirst hier Fußchen Brot haben und merkt die hier Brot. Was hat Jesus dann treuen sein? Jesus aber antwortet, dort steht geschrieben, der Mensch, der lebt nicht bloß von dem Brot, aber von allem Wied, der Gott geredet hat. Der 5. Vers, dann nahm der böse Feind an in der heilige Stadt nennen und stellte ihm ab den Tempelspitz und sagte ihm, wenn du Gott sehen bist, dann spring rauf, willst dort steht geschrieben. Er wird seine Engel befehlen über die geben, und die wollen die ab der Hang dran, dort die nicht der Feind an einen Stein steiten wirst. Dort die nicht der Feind an einen Stein steiten wirst. Okay. Hier dat de Feind brukt even al in Psalm. Dat komt uit de Psalm, aber hij dat hier verdrehen. En hij proeft Jesus hier een shortcut te geven. Zie, Jesus wie gekomen de mensheid te raden. En hier stelt de Feind am op het gebieden op en zegt, al dat recht wat ik die geven, dat include de mensheid, want die bloß was doelbieden en mij aanbeden. Zie, dann wird Jesus nicht, Satan will Jesus hier anbieten, dann wird er nicht derben Krieg gehen. Die schwierige Zeit, was Jesus weiß, was er nach Wudmaten durchgehen, der wird er dann kein Zeit stoppen. Und er braucht hier even Schrift stehen, aber die Feind, der verdreht das Schrift, die Schrift hier, und er verdreht dort auf so einen Weg, dass sich das so hier, das so schein hier, aber das ist nicht, was die Schrift wirklich sein wird. Aber das ist nicht, wo wir von der an Fokus zu wollen. Der 7. Vers ist für Jesus hier derjenige, der Versuchung kämpfen hat. Jesus sagt ihm, dort steht dort geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versagen. Dann, der 8. Vers, dann nahm der Satan am Wahrer mit sich ab, einen hohen Berg ab und weiß am alle, sorry, ich hatte es verdreht. Satan nahm Jesus ab einen hohen Tempel ab und sagte, er soll sich darauf schmieden. Und das tat mir leid. Ja, ich bin vorabgekommen in meinen Notes. Und beit ihm an, hey, wenn die hier was rausschmieden, die wird nicht schworen, das steht gedacht geschrieben am Psalm, dass die Engel wollen die beschützen. Durch das die Schrift verdrehen. Und Jesus sagt, das an beantworten, dass du sollst Gott deinen Herrn nicht versagen. Und an dem 8. Vers, dann nahm der Satan am Wahrer mit sich ab, einen hohen Berg ab, und weist am alle Königreiche und ihre Pracht ab der Lied, und sagte ihm, das will ich dir alle geben, wenn du die für mich beten und mich anbeten wirst.
Dann sagt Jesus zu ihm, weg mit die Satan, dort steht geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, anbeten und einzig deinen. Dann verleiht er bei seinem Feind Arm und die Engel kommen in deinen Arm. So dat du is sehr viel Rüt zu nehmen, aber was ich will Rüt nehmen, abheben ist, dass Jesus die Überkommen, die Versuchungen, was kommen mit Gott sein wird. Wir bekannt mit Gott sein wird. Und das, was die Kraft geben wird, gegen den Feind, gegen Satan, die Temptations, die Versuchungen zu schaffen und zu gewinnen. Und so, wir haben hier ein klein bisschen kurz ein Bild genommen, Jesus wie eine Person, die viel beten wird, ernstlich beten wird. Er remindet uns, dass uns Fleisch das ist schwach, aber der Geist, der ist willig. Er wird bekannt mit Gott sein Wort, er braucht Gott sein Wort, um gegen Satan zu faten. Und Jesus, der wird fast ab Gott. Er hat sein Glaube. Immer fast ab Gott, dass Gott wird euch, was das Beste für ihn, dass immer das Beste für ihn hat. So wird das Satan an uns Leben manchmal auch versägen. Sehr vielmal in meinem eigenen Leben und von anderen Menschen hier einer manchmal, die Satan, der merkt einen zweifelig. Wenn wir in 1. Mose, das 3. Kapitel, werden drehen und durch die ersten 4 Verse werden lesen. Du sagst, dass die Schlange, die kämpft nur einfach und die fängt mit einer Frau an. Hat Gott wirklich gesagt? Ist das wirklich, was Gott gesagt hat? Ist das wirklich so schlimm? Gleich wirklich das Wort, das ist arg. Check mal andere Menschen, die tun das. Die sind ja wegen schaftig. Das ist die Satan vielmal in uns Leben. Weißt du, von was ich rede da? Wenn wir Versuchungen haben, die kommt auf so einen Weg, das ist so Fleisch merken. Na, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Vielleicht ist das, was meine Eltern mir gelehrt haben, vielleicht ist das nicht so schlecht, was sie sehen. Oder vielleicht ist das nicht ganz so arg, was ich gedacht habe. Zweifelig merken. Und der Satan, der kämpft viel und stellt uns Bilder vor. Er versucht uns durch unsere Augen, was uns gutlich, was uns jankert. Und das ist amazing, weil er kriegt immer weit, was nur unsere Augen, nur uns fleischliche Augen hingeran nur sind. Das ist, was der Satan viel brauchen hat. Aber er versucht uns durch unsere Ohren, unsere fleischliche Ohren, die braucht wir jeder Tag, dass wir hören können. Aber Satan braucht die auch. Und er bringt uns vielleicht nur die Städte, was unsere Ohren will gefallen ist. Das kann verschiedene Dinge im Leben sein. Vielleicht ist es ein Redstil, wo wir Port von sind. Das fleischliche Ohren uns interessiert, dass wenn das Redstil da ist. Aber das ist nicht nur Gott sein Wählen. Das sind verschiedene Dinge. Er braucht unsere Feelings. In Jesus sein Leben, du weißt, dass Jesus wird hungrig. Und dann braucht er Brot. Oder baut er am Brot an. Der Satan, der braucht unsere Feelings. Er braucht uns Gedächtnis. Das ist in großer Area, alle von uns, die haben Gedanken. So schön ist, wir wacker sind, was wir schlupen, wir haben immer wahre Gedanken. Und was ist das, uns Gedanken leben? Was ist das, was dreht an uns Kopf rum? Sind das Dinge, die nur Gott wiesen tun, oder sind das Dinge, die wegwiesen tun von Gott? Aber als Gläubige, als die, die Christen sind, die gesagt haben, hey, ich do Gott dein, wir müssen immer wahre nie sein zu das Feind, dass er kommt.
Wir machen dort kommen, aber ich soll sein, wir können dort kommen. Mit Gott seine Gnade, wir können dort kommen. Wollen nicht alles Schriftstellen hier lesen, was ich hier habe, aber wenn wir nur Jakobus, das erste Kapitel, die 13. und 14. Vers, 15. Vers, durchdrehen, das ist nicht bloß Amazoton, was uns eine Versuchung bringen wird. Ich habe dort einmal ab Soton schreiben, meine ich. Und hier sagt es so, wenn ein Mensch versucht wird, soll er niemals sein, dass Gott am versägt. Gott kann nicht zum Beisen versucht werden, und er versägt auch keinem. Aber ein Mensch wird versucht, wenn er von seiner eine Beiselast mitgereden wird. Wenn die Beiselast sich erst vorausgesagt hat, wird der Sinn geboren, und wenn der Sinn gedun ist, bringt er den Tod. Und so hier will Jakobus uns aufmerksam machen und sagen, dass wir können nicht bis einmal durch im Leben gehen und sagen, all unsere Versuchungen, die kommen bloß vom Feind. Das ist bis einmal den Feind seine Schuld, dass wir uns getempelt wird, dass uns versucht wird. No, Jakobus sagt, du sind nach Tiden ans Leben, wo dort mit uns Fleisch zu tun hat. Wir sollen nicht sein, dass Gott uns versägen wird. Dort ist allmählich. Gott, der uns manchmal auf eine Probe stahlen. Er lädt uns, er lädt hier, er lädt verschiedene Menschen in der Bibel durch eine schwere Zeit gehen. Er probt um sein. Abraham, wie er nach einem dort, als der würde wirklich sich an Arm festhalten. So dort ist, was Gott dat manchmal in uns Leben. Er lässt uns durch eine Zeit gehen, wo sich das auf eine Probe, wo das eine wirkliche Probe ist, als das Mensch, als wir wollen, treu bleiben nur arm. Das andere Ding ist, dass eine Versuchung, ja, aber Gott das nicht uns versägen mit Sinn. Dass die Versuchungen zu versingen, das kommt nicht von Gott. Das kommt vom Satan oder von uns Fleisch. Nur Jakobus, seine Werte hier so steht. So, wir wollen uns das nicht einmal bloß aufschieben, das ist bloß der Feind seine Ungeduld. Nee, da sind manchmal Tiden, wo wir uns in das Fleisch checken und sein, wirklich. Vielleicht erst haftet mit meinem Fleisch zu tun, dort vielleicht fehlt dort zu kritizieren. Wenn wir ein Sprecher lesen, dann Sprecher, das erste Kapitel, das 10. Vers, mein Kind, von Freund, die lachen zum schlachtet, dann go nicht mit. Und dann fing wir nach dem 16. Kapitel, der 29. Vers, ein Verbrecher lag sein Nächsten und leidet am Weg von was Gott ist. Du wie ein Prime Minister in Great Britain, der wir among eine Gruppe von jungen Männern, und die hatten eine Frau für ihn. Was ist es, was wir tun sollen in uns Leben, damit wir in fruchtbares Leben können haben. Und seine Response wird, dass seid sehr vorsichtig, wer jene Freunde sind. Die Freund, mehr als das Eten, ihre Kleider, ihre seine Eltern, ihre viele verschiedene Dinge, das wir sehen wieder. Die Freund, die haben eine große Influence an was von Leben du hast. Seid sehr careful mit was von einem Freund die Hand. Das sagt ihr, mein Kind, wenn Freunde die lachen zum Schlachten tun, dann go nicht mit. Sie aufmerksam. Und so das ist wichtig, dass even in uns christlichen Leben, dass wir vorsichtig sind, wer unsere Freunde sind. Na, ich will dafür beispielen, wir sollen schaftig und freundlich sein zu jeder einem. Besonders die, die noch nicht Jesus angenommen haben. Aber das kann nicht unsere beste Freunde sein. Wir sollen schaftig und freundlich und leiftulich mitleben haben mit die fehlt es an Jesus auch.
Aber das kann nicht unser bester Freund sein, wegen es sehr likely, dass die uns wollen Versuchungen ans Leben anbringen, wo das was schwer sein, durch ihn zu fährten. Gott hat uns die Kraft gegeben, das ist unser Titus ab, über der 1. Korinther 15 durchlesen, was es steht. Aber nu haben Jüd noch mehr menschliche bekannte Versicherungen getroffen. Gott ist treu und er wird dort nicht zulassen, dass die Schwander versagt worden, als die Kraft haben. Er wird für einen Weg sorgen, aus der Versuchung rauszukommen, so dass jeder Vertrauen kann. So hier haben wir eine Promise, eine Verheißung von Gott. Er sagt, hey, du wirst nicht, was schwandert in dein Leben ankommen, was meine Gnade nicht, was genug sind, um dort zu überkommen. Das ist keine Versuchung, die an uns Leben wird ankommen, wo wir das worden verschirmen, ohne sich weggehen. Nee, Gott, der sagt, dass er wird, wenn eine Versuchung kommt, wenn er dort sitzt, er ist die gute Schubshort, er wird auch immer noch einen Weg zu sorgen für uns, dass wir durchkommen und dass wir uns nicht dürfen versündigen. So werden wir noch schwind beten zum Schluss. Gott, wir kommen von der morgens für dich, wir danken dir für dein Wort und wir haben hier ein bisschen kurz, ein bisschen angekickt und Versuchungen sich haben im Leben. Und wir sind dankbar für so viele Bibelverse, was du sind, die wiesen uns treu nur Jesus und das Vorbild, was er ist, uns gegenüber. Und wir beten, dass wir können Mana und Frühes sein, was an fester Glauben haben, und die Gott als ein guter Gott, dass wir ein Gebetsleben haben und dass wir bekannt sein mit dem Wort, dass wenn die Versuchungen an uns Leben kommen, dass wir durch ihn stehen können und dass wir den Weg sein, was du merken, dass jedes Mal, was eine Versuchung nur uns kommt. Ich bete das in dein heiligen Namen. Amen.